willkommen auf dem Podcast vom 20. Wir sind die Community von den jungen Erwachsenen vom ICF Zürich und wir freuen uns riesig, dass du heute genau bei uns reingeklickt hast. Wir hoffen, dass diese Message dich näher zu dem Gott bringt, der alles für dich gegeben hat und dich von ganzem Herzen liebt. Darum mach dein Herz auf für das, was Gott für dich heute verraten. Wie würde dein Leben aussehen, wenn Angst keinen Einfluss mehr darauf hat? Wie wirst du träumen? Wohin wirst du gehen? Was wirst du machen? Wir lassen uns nicht mehr länger zurückhalten von der Angst, von der Niederlage, Angst vor dem Ungewissen. Wir kennen vielleicht nicht unsere Zukunft, aber wir kennen den, der die Zukunft in seinen Händen hält. Mit dem Glauben überwinden wir Hindernisse und treten ein in alles, was Gott für uns bereit hat. Wir lassen uns befähigen vom Heiligen Geist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist gegeben von der Angst, von der Schwäche, sondern einen Geist, der uns mit Frieden und Liebe und Stärke erfüllt und uns befähigt, das Leben zu führen in der Art und Weise, wie Gott es sich ausgedacht hat. Bist du bereit für einen furchtlosen Glauben? Yo, what's up, man? Hey, gangsta in the house. Peace to the people in the Unplugged, Pastor Celebration, whatever. Heute zusammen. Ich bin der Blick. Hey, ich bin selber stumm, als ich das gesehen habe. Heute zusammen, hey. Alle vom Camp, heute zusammen. Schön, wieder zu sehen. Alle anderen gleich schön auch wieder zu sehen. Wir sind alle Teil der Family. Wisst ihr, dass nach dem Camp ich noch mehr weiss, dass Gott gut ist? Ich bin heimgefahren, durfte hinten schlafen, über Slowenien mit dem Auto über die Nacht in die Sonntag-Celebration. Und ich habe mir überlegt, so viele Leute glauben an so viele Sachen, an so viele Götter. Wieso ist denn mein Gott der Richtige? Ab und zu stelle ich mir immer noch die Frage. Und dann habe ich mir überlegt, ich habe die Gesichter gesehen, die am Anfang ins Camp gekommen sind und am Schluss, wo ich wieder Ciao gesagt habe beim Bus. Und die Gesichter sind zwar die gleichen Gesichter, aber das war ein anderer Glanz auf diesen Gesichtern. Und ich habe einfach gesehen, Geschichte für Geschichte, und da auf dem Heilenclip hat man nur ein paar von diesen Geschichten gehört, wie Gott macht einfach unglaublich gut. Er verändert das, was keine Institution kann verändern. Und es hat mich begeistert gemacht, zu sehen, wie gut Gott ist. Er macht wirklich einfach so gut. Wer sagt Amen zu dem? Amen. Kann man nicht sehen mit mir. Ich möchte heute über etwas reden, wo quasi ein Next Step ist. Also je nachdem, wenn du da reingekommen bist und einfach jemand hat dich mitgenommen, du hast keine Ahnung, was sind das für Leute, sind die crazy drauf, wir lieben Jesus, wieso, ist die Message, du sie mal hören und dann vielleicht hören mal nachher noch eine andere. Gute Einleitung, gell? Sau gut. Ja, einfach. Und die anderen hören richtig. Aber ich glaube, lass uns beten, dass der Heilige Geist, dass jede Person das hört, was er braucht. Alright? Heiliger Geist, wir lieben dich und wir brauchen dich, dass du dich redest zu jeder Person. Danke, Jesus, hast du uns ein neues Leben gegeben. Ich danke dir, Gott, dass du einfach der einzige wahre Gott bist, der da noch lebendig unter uns wohnt. Und ich bitte dich einfach jetzt, dass du zu unseren Herzen redest. Jedem dort, wo er ist. Amen. Ich bin fest überzeugt, dass auf deinem Leben eine Berufung liegt. Gott hat dich nicht einfach geschaffen, einfach für nichts. Er hat sich etwas überlegt. Er hat etwas gesagt, ich habe dir Gaben gegeben, ich habe dir Ressourcen gegeben, ich habe dir Plattformen gegeben, wo ich möchte dich brauchen. Du bist nicht irgendein Fehler von einem One-Night-Stand. Du bist gewollt und gebraucht da auf der Erde. Gott hat etwas mit deinem Leben vor. Und vielleicht hast du schon etwas von dem geschmeckt. Vielleicht kommst du erst drin rein, um das zu schmecken, dass Gott eigentlich etwas Gewaltiges mit deinem Leben vorhat.
Und ich habe mit vielen Leuten dafür reden, gerade auch in den letzten Wochen, wo ich gemerkt habe, hey, da kommt etwas auf. Die merken, wow, Gott sendet mich in eine neue Freiheit hinein. Er gibt mir Aufgaben. Ich sehe wieder, was mit meinem Leben passieren könnte. Vielleicht hast du Träume bekommen, was in der Zukunft vielleicht Gott mit dem Leben vorhat. Vielleicht hast du wieder neuen Mut bekommen, dich nicht von den Umständen zurückhalten lassen, sondern vorwärts gehen, weil Gott mit dir ist. Und du bist voll Tatendrang. Und ich merke einfach, dass es so entscheidend ist, dass wir das, was Gott macht in unserem Herzen, die Vision, die es uns gibt, die Berufung, die er auf unser Leben leitet, beschützen mit alles, was wir können. Was meine ich damit? Ich werde darauf eingehen. Aber ich glaube, dass wir lernen müssen, sagen, alright, das ist Gottes Absicht und jetzt schaue ich auch. Tue ich mich in die Absicht von Gott bewusst immer wieder eingliedern. Das ist quasi, du schmeckst etwas davon. Weil ich sehe, dass so viele Leute, die verlieren das. Sie sehen es mal, aber sie verlieren es. Und ich glaube, gerade dann, wenn du anfängst, Ja zu sagen für das, was Gott mit dem Leben vorhat, dann wirst du plötzlich zu einem Problem für den Teufel. Dann wirst du zu einem Problem, weil er plötzlich merkt, Moment, da ist etwas zum Leben gekommen in deinem Leben. Plötzlich weisst du, alright, ich lebe nicht nur für mich, sondern ich habe eine Berufung. Gott möchte dich brauchen, er hat mir etwas geben, er hat mir Liebe geben, er möchte mich zum Segen setzen. Und plötzlich merkt der Teufel, du bist das Problem, weil du schaffst direkt gegen meinen Auftrag. Und es fängt ein Kampf an. Der mit der letzten Message im Camp hat er fest darüber geredet. Und die Message werden wir bald mal irgendwann mal aufladen für alle, die das noch nicht gehört haben. Eine super Message. Aber ich merke, dass es so dran ist, smart jetzt zu werden. Ich möchte heute über smart reden. Wenn du sagst, ich brauche einen Titel für die Message. Eine ist göttliche Besonnenheit. Wenn du nicht weißt, was das bedeutet, easy. Ich habe auch noch nicht gewusst, bis vor 2 Tagen. Der andere Titel heisst, ich bin doch nicht blöd. Mann. Ich bin doch nicht blöd, Mann. Das Krasse ist, der Teufel wird dich nicht probieren, einfach quasi so offensichtlich zu kommen. Er probiert uns Gift hineinzugeben. Gift ist ja das, was man plötzlich im Cocktail hinein, der James Bond, oder, wo ich merke, hey, Moment, das darf ich nicht trinken. Er muss achtsam sein. Der Cocktail trinke ich nicht, weil der möchte mich killen. Wenn jemand mit den Kanälen kommt, ist er voll ready. Er kann sich verteidigen, aber dort, wo er unachtsam ist, kann er ausgenommen werden. Durch kleine Portionen von Gift. Und ich bin satt, zu viele Leute gesehen, die es voll vorwärts gehen mit Jesus, realisiert dann, es ist eine Berufung auf ihrem Leben und sie sind unachtsam in ihrem Leben und kleine Sachen nehmen sie verstreichen. Verstreichen und plötzlich, nicht, dass die Berufung nicht mehr da ist, aber sie sind so abgelenkt oder so weg vom Fenster und haben so Mühe, wieder in das hineinkommen. Gott hat immer noch einen Plan mit dem Leben. Aber du bist plötzlich weg vom Fenster für die Zeit. Und wir brauchen Achtsamkeit. Kennt ihr vielleicht das Sprichwort New Levels, New Devils? Oder? Ich bin nicht ganz sicher, ob das wirklich wahr ist, weil ich glaube, der Teufel ist immer scheiße. Und er ist immer der gleiche. Und er möchte immer dein Leben kaputt machen. Er möchte dein Leben immer klein behalten, voll Angst, Minderwert, Depression, Visionslosigkeit, Hoffnungslosigkeit. Aber was ich realisiere, ist, dass zu einem gewissen Maß stimmt, dass plötzlich kommen wir auf den Radar von ihm. Und ich werde easy, wenn du denkst, hey, ich will nicht gerne mehr über den Teufel reden, easy, ich gehe nachher zum nächsten Thema. Aber es ist mir wichtig, weil wir müssen smart werden. Wir müssen smart werden, dass plötzlich, hey, du kommst in neue Denkweisen hinein, plötzlich. Wenn du mit Jesus laufst, kommst du neue Denkweisen über, neue Handlungsweisen. Du fängst an Neues reden. Und du kommst heim vielleicht oder plötzlich gehst du in die Arbeit und du merkst, Moment, nur weil ich meine Denkweise geändert habe, hat mein Kollege das noch nicht gemacht. Moment, nur weil ich mich entschieden habe, ich möchte anders reden meine Kollegen immer noch gleich, wie es vorher geredet hat. Nur weil ich gesagt habe, Moment, diese Straße gehe ich nicht mehr runter, hast du immer noch deine Kollegen, die sagen, lass uns die Straße runtergehen. Und das gibt neue Herausforderungen. Vorher hast du die Herausforderung gar nicht gehabt.
Weil vorher bist du einfach gelaufen. Aber jetzt merkst du, Moment, der Weg tut mir nicht gut. Ich bin berufen für Größeres. Ich mache das nicht. Und du bist plötzlich, bist du gesetzt, merkst, Moment, das sind jetzt Challenges jetzt. Ich habe gemeint, alle Entscheidungen habe ich gemacht, jetzt muss ich mich wieder entscheiden. Das meine ich mit dem New Levels, New Devils. Neue Herausforderungen, die kommen. Und wir brauchen etwas in diesen neuen Herausforderungen. Wenn wir in dem neuen Laufen, wo Gott mit unserem Leben vorhat, plötzlich spüren wir, werden wir frei von Sachen und wir fangen an, anders uns zu verhalten und merken unser Umfeld nicht. Brauchen wir etwas. Und das ist Besonnenheit. Das ist Besonnenheit. Lass uns das lesen in 2. Timotheus 1, Vers 7. Der Vers, der sagt, denn Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern sein Geist erfüllt uns mit Kraft. Da sagen wir, yeah, amen, Liebe, yes, amen, Besonnenheit. Was heißt das? Gell? Wer weiß wirklich, was das heißt? Hand auf. Ich muss nicht rausschreien. Ich sehe 1, ja, ich bin ehrlich. I love you guys. 2, I love you guys. So gut. Ich habe wirklich, so viel Mal lese ich das. Besonnenheit. Hey, ich liebe das Wort jetzt. Das Krasse ist, Besonnenheit ist auf der gleichen Stufe wie die Kraft vom Heiligen Geist. Und die Liebe vom Heiligen Geist ist Besonnenheit vom Heiligen Geist. Dann ist es höchste Zeit, dass wir sagen, alright, was meint er mit dem? Wieso ist es so wichtig, dass wir die Besonnenheit haben? Ich habe mal Synonym rausgeschrieben. Ich hoffe, ich habe es noch nicht gezeigt. Lass uns mal das zeigen. Was bedeutet Besonnenheit? Oder eben, was sind Synonyme für Besonnenheit? Ist bedacht, diszipliniert. In der Englischen ist einfach nur Self-Disziplin, aber Besonnenheit ist eigentlich noch mehr. Bedacht, diszipliniert, gefasst, gelassen. In aller Ruhe, mit Bedacht, mit Besonnenheit, mit Umsicht, mit Vorsicht, ruhig überlegt, umsichtig, vernünftig und vorsichtig. Hey, gewaltig, hä? Denken die einen, ja, aber nein, aber ist das jetzt wirklich das Resultat vom Heiligen Geist? Ich meine, es ist nur wild und crazy. Besonnenheit, das ist das Resultat. Besonnenheit. Sagen wir alle, Besonnenheit. Hey, bist du auch besonnen? Hey, du bist so besonnen, Mann, hey. Hey, du siehst so besonnen aus, hey. Hey, was meinst du, Sonne? Aber wie gewaltig ist es? Es zeigt, dass wenn wir das haben, das heisst, wir können vernünftig, diszipliniert, ruhig in allen Herausforderungen sein. Weise, smart in allen Herausforderungen. Und wer weiß, dass wir das brauchen? Ich weiß, ich brauche das. Ich brauche das brutal. Weil ja, ab und zu gibt es Kämpfe, wo du Kraft haben musst. Ab und zu gibt es Lieblosigkeit, wo du Liebe haben musst. Aber das Krasse ist, in ganz vielen Situationen musst du Besonnenheit haben. Ab und zu haben wir das Gefühl, wir müssen immer kämpfen. Ich sage dir, ab und zu musst du einfach ein bisschen mehr besonnen sein. Und ich sage dir jetzt wieso, mit einem ganz einfachen Beispiel. Sagen wir an, nehmen wir mal an, du sagst, bist plötzlich, hast realisiert, Moment, gesundes Essen ist etwas Gutes. Du hast es realisiert, das erste Mal hast du mal Rüebli gegessen, ein bisschen Gemüse gegessen und gemerkt, Moment, das ist gut für mein Leben. Ich mache von jetzt an, werde ich gesund essen. Und du gehst zur Arbeit. Und bei deinem Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit, laufst du am McDonald's vorbei, am XXL Lolli Shop, Krispy Kreme Donuts in der Schweiz. Nein, praise God. You need healing, man. Nein. I love it too, man. I love it too. Alright. Du laufst all denen vorbei. Und du denkst, jetzt musst du stark sein. Und du fängst an, eine Version. Fängst an und sagst, Moment, ich laufe vorbei und wenn ich vorbeilaufe, dann kämpfe ich und sage, Gemüse ist gut, Gemüse ist gut, Gemüse ist gut, Gemüse ist saugut, Rüebli ist gut, Rüebli ist schön, Rüebli ist super, Rüebli tut mir gut, Kohlrabi, das braucht mein Leben, Fenkel, Halleluja, Fenkel ist gut, Fenkel ist gut, Fenkel ist gut, Fenkel ist gut, Fenkel ist so gut. Oh, ich habe es geschafft. Am Abend wieder, laufe ich an und fange genau das Gleiche an. Dann wird die eine sagen, gut, ich meine, das muss ich ja nicht machen. Ich habe eine bessere Lösung. Ich tue mir eine Pferdescheuklappe zu.
Und ich sehe es einfach nicht mehr. Versteht? Ich sehe auch nicht mehr den, der ruft, liegt und sagt, hilf mir. Ich sehe nicht mehr, ich sehe auch nicht mehr das Auto, das kommt von links. Ich gehe einfach so durch, oder? Weil ich sehe dann nicht mehr all das Zeug. Aber der besonnen ist, der überlegt sich, Moment, gibt es vielleicht einen anderen Weg, wo ich laufen könnte? Immer noch rechtzeitig zur Arbeit kommen. Aber ich komme an gesund den Healthy Club Food Stores vorbei und am Hofladen von dort und dort. Und du laufst durch und merkst plötzlich, das ist ja voll einfach. Ihr seht, was ich meine? Ich hoffe, ihr seht das. Dass Besonnenheit hilft uns, unser Leben neu zu strukturieren. Dass wir gar nicht immer so mega hart kämpfen. Weil, glaub mir eins, es gibt immer noch genug Kämpfe, die auf dein Leben zukommen. Weil dann gehst du am Flughafen und hast immer noch Krispy Kreme. Das ist einfach... Ich glaube, Besonnenheit ist das, was Gott uns gibt, zum weise anders handeln. Ich habe diesen Titel, der erste Punkt ist, göttliche Besonnenheit gibt dir den Mut, neu dein Leben zu strukturieren. Weil es braucht Mut. Sagen, Moment, ich mache jetzt ehrliche Sachen in meinem Leben. Gott hat mich in die Freiheit hineingebracht. Er hat mir neue Sachen aufgezeigt. Ich habe Träume bekommen in meiner Zukunft. Ich habe neue Hoffnung. Und jetzt bin ich besonnen. Und schaue mein Leben nochmal ganz frisch an. Gibt es da Sachen, wo ich mein Leben neu strukturieren kann? Das mir hilft, auf dem, wo Gott mich berufen hat. Und ich glaube, das müssen wir haben, weil es braucht Mut. Du denkst, jetzt hast du alle Entscheidungen gemacht, aber ich sage dir, wenn du die Entscheidung für Jesus gemacht hast, dann kommen ganz viele neue Entscheidungen. Tägliche Entscheidungen. Oder du merkst vielleicht, die Flamme, die du hast früher, die dich immer wieder das alte Muster hineingebracht hat, von Minderwert oder von Abhängigkeit, kannst du noch lange sagen, Moment, ich gehe nicht mehr dort hin. Was braucht? Ich sage, alright, ich lösche den Kontakt auf Facebook, ich lösche den Kontakt in meinem Handy. Ich bin besonnen. Ich brauche das nicht, dass immer die Ablenkung. Ich habe schon sonst genug Ablenkung. Ich werde smart. Ich werde ruhig und vernünftig. Wenn du merkst, hey Moment, wenn ich mit diesen Leuten an diesen Ort gehe, dann trinke ich einfach immer zu viel. Wenn ich mit diesen Leuten am Polterabend gehe und bis am Morgen um 2 bleibe, dann, das ist brutal hart, dann sage ich, jetzt trinke ich Milch wieder. Oder wenn alle sagen, ich zahle noch eins und jetzt zahle noch eins und ich zahle noch eins und alle meinen es gut und die Stimmung ist hoch und die Frauen sind schön. Und, verstehen Sie? Dann braucht es sagen, alright, ich gehe früher nach Hause. Schaut zusammen und du denkst, vielleicht die einen sagen, ja, alright, aber dann bin ich an der Double. Das ist eben Mut. Hey. Das ist eben nicht furchtloser Glauben. Das ist eben Mut. Weißt du, mag mich gut erinnern, bin in der Schule und wir haben so einen Stephen King Horrorfilm geschaut und ich sage dir eins, ich brauche das nicht und ich liebe mich zu fest, mir das anzutun. Wenn du sagst, ich brauche so einen Horrorfilm, dann up to you, aber ich brauche das nicht. Und ich möchte besonnen genug sein, zu merken, das gibt mir nur Angst, wenn ich um die Ecke am Abend laufe. Verstehst du, wo kommt all die Angst? Und dann bin ich zum Lehrer gegangen und gesagt, schau Lehrer, wir sind in der Schule, haben das geschaut, mega cool, dass du einen Film mit uns schauen während der Schulzeit, das ist eigentlich mega geil. Aber im Moment, ich will den Film schauen und sie haben mich ausgelacht und ich bin rausgelaufen. Und das ist besonnen sein. Weise sein, verstehst du? Wenn du merkst, hey, die Fernsehshow, die tut mir nicht gut. Ja, dann tut sich nicht mehr abonnieren. Dann verrührt die DVD weg. Wenn du merkst, hey, ich möchte mit Sex von der Ehe warten, aber jedes Mal, wenn ich auf dem Bett bin, in dem Zimmer mit Ehren und mit den Türen zu und die Musik ist schön und das Licht ist nicht so hell und sie ist schön und... Ey, man, ey. Ich meine, wir sind alles Männer, hey. Du musst smart sein. Nein. Wenn du das wirklich willst, wenn du das nicht willst, kein Stress, do whatever you want. Aber du wirst Resultat ernten. Aber wenn wir das wollen, und ich rede mit so vielen, die wollen, sie wollen, aber sie machen dann nicht weise Entscheidungen mit ihrem Leben.
Und das ist dann wirklich besonders. Das macht der Heilige Geist im Fall. Das ist eben gewaltig. Das ist eben gewaltig. Die einen sagen, Moment, ich möchte 100% Gott dienen und dann kommt der Job, wo es ein bisschen mehr Lohn gibt. Aber er raubt all deine Zeit, wo eigentlich du willst deine Zeit investieren und du machst Kompromisse, die deinem Leben nicht gut und du weißt es eigentlich und du musst sagen, Moment, ich bin besonnen, obwohl ich ein bisschen mehr Geld, das ist nicht wert. Ich strukturiere mein Leben neu. Verstehen Sie, was ich meine? Ich glaube, das ist so entscheidend, oder? Ich sage immer, der Teufel nimmt es nicht raus, dass er kommt und sagt, hey, jetzt bett mich an, jetzt kill die Person. Nein, er kommt mega perfid. Er weiß, wir sind nicht blöd. Aber er kommt dort, wo wir sehr schnell verwundbar sind. Dort kommt er. Und ich habe zu viele Leute gesehen, die wegen so dummen Sachen einfach nicht weise Entscheidungen sind sie so weg vom Bildschirm gekommen. Verstehst du, Gott hat immer noch einen Plan mit ihrem Leben, aber sie sind einfach nicht ready. Oder? Ich habe keine Angst, dass ich einen Seitensprung machen werde. Aber weißt du was? Ich habe mir gesagt, ich werde mit keiner Frau, die nicht meine Frau ist, freundschaftlich am Abend essen müssen. Das gibt es bei mir nicht. Ich gehe nicht mit einer Frau, das mache ich, die nicht meine Frau ist, ich einfach nur mit ihr etwas. Wo nicht einfach nur wir machen etwas, weil wir Kolleginnen sind. Das habe ich mir, du denkst, ja, du bist jetzt ein bisschen engstirnig. Aber ich weiss, Moment, du hast gern, du bist ein Mann. Und ich will treu sein bis am Ende des Lebens meiner Frau. Ich möchte ein Vater sein zu meinem Kind. Ich möchte ein Grossvater sein für meine Grosskind. Ich möchte noch im grossen Alter das Vorbild sein dem und anderen helfen, wieder eine Vision für Familie zu bekommen. Ich muss smart sein. Und ich kann mir Sachen nicht erlauben, die nicht ja. Das lesest du nicht, es ist nicht in der Bibel wieder Gesetz, das geht nicht um Gesetz. Das ist eben der Heilige Geist, er macht etwas in uns, wo wir merken, Moment, smart sein, besonnen, ruhig sein. Das Leben gut ein. Wenn man sagt, ich möchte mega früh, ich möchte wirklich stille Zeit haben. Ich mag mich noch gut erinnern im College, wo wir waren in Australien und haben alle bewundert, die Pastors, die preachen und machen und Wunder erleben und machen und tun. Und dann sage ich, ja Moment, aber das kommt aus dem Overflow von der Beziehung, die sie haben mit Jesus. Und dann haben wir gemerkt, alright, sind wir da, ich mag mich noch gut erinnern. Und gesagt, alright, was ist besonnen sein in dem? Und gesagt, ja, alright, dann lass uns doch einfach bezahlt ins Bett gehen, dass wir, wenn wir morgen aufstehen können, dass wir Zeit haben mit Gott und nicht einfach gerade wieder säckeln. Es ist einfach. Vieles ist nicht so spooky geistlich, aber die Frucht ist wunderbar. Es ist eben besonnen sein. Überlegen. Und ich glaube, das brauchen wir. Und ich bin so überzeugt, dass das wird uns helfen, den Lauf mit Gott zu vollenden. Weil das ist mein Wunsch für jeden Einzelnen von euch, dass mehr mit das hineinkommt, was Gott mit unserem Leben vorhat. Ich glaube, es gibt noch eine zweite Sache, die ich einfach noch highlighten, einen kleinen Punkt. Dass die göttliche Besonnenheit schenkt uns auch den Mut, zum anders zu reden. Und ich möchte einen Bibelvers vorlesen, der einfach so stark ist. Und er ist lang, aber ist okay. Ich habe einen extra vom Screen. Im Epheser 4, Vers 24. Gottes Geist will euch durch und durch erneuern. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid neue Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Ihr gehört zu Gott und lebt so, wie es ihm gefällt. Und jetzt sagt, alright, jetzt belügt einander also nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Wir sind doch als Christen die Glieder eines Leibes, der Gemeinde Jesu. Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnt bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergebt. Gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu schaffen. Das sind die Türli. Redet nicht schlecht voneinander.
Was ihr sagt, soll für jeden gut und hilfreich sein. Eine Wohltat für alle. Schreit einander nicht an. Wer weiß, dass im Streit brauchst du mega Besonnenheit. Weil in der Streit, wenn du wirklich frustriert bist, dann sagst du Sachen, die Liebe hättest du nicht sagen. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergibt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Es redet mega viel über Reden. Merkt ihr? Reden. Wenn du mal etwas sagst, ist es draussen. Ist einfach draussen. Kannst nicht ab und zu, ich hätte geliebt, ich hätte einfach so, das nehme ich wieder zurück. Das Wort nehme ich wieder zurück. Und niemand hat es gehört. Ein Wort gesagt, bewirkt Leben oder Tod. Es aufbaut Leute oder macht Leute kaputt. Und wer weiß, dass genau in unserem Reden wir mega Besonnenheit brauchen. Die Ruhe, die Vernunftheit. Merke, Moment, jetzt muss ich nicht gerade wieder etwas sagen. Krass ist, ich bin bei dem bekannt gewesen, wo zu falscher Zeit habe ich das Falsche gesagt. Ich meine, zur falschen Zeit das Richtige sagen, wäre noch etwas, aber ich sage zur falschen Zeit das Falsche. Hey, und ich habe mich so aufgeregt. Dass ich gesagt habe, ich möchte doch nicht für den bekannt sein. Und es war um die Zeit herum, wo ich mir gesagt habe, ich möchte mehr Heiligen Geist in meinem Leben. Ich brauche ihn, dass er mich von innen aus verändert. Weil was einfach das ist einfach nicht alles nur super. Ich brauche das Neue, die neue Kleider, die neue Aussprache. Und Gott ist immer noch ein Prozess. Ihr wisst es ja, ich lebe mit mir. Aber es ist ein Prozess. Und ich bin so froh, dass die Besonnenheit da ist. Und ich sage dir, die Besonnenheit kannst auch du haben. Die ist der Heilige Geist, möchte auch dir schenken. Gerade dort, wo du wieder jetzt in der Arbeit stehst, jetzt kocht es und jetzt sage ich dem das. Jetzt plötzlich bist du wieder daheim bei den Eltern und merkst, Moment, wieder das, was mich aufregt. Und du willst schon wieder ausflippen und alle Wörter sagen und sagen, dort brauchen wir Besonnenheit. Weil unsere Aussprache diktiert unsere Zukunft. Unsere Aussprache diktiert unsere Zukunft 1:1. Wir können uns so viel überbocken. Einfach weil wir nicht zuerst überlegen, bevor wir reden. Mein Lehrer hat mir gesagt, Daniel, denk doch für das 5 zuerst, bevor du redest. Und dann hat er mir ab und zu das 5 gegeben. Das war eine mega Beleidigung für mich. Aber ich kann das auf die Härte lernen. Zuerst überlegen. Und das Krasse ist auch jetzt noch ab und zu. Wer weiß, dass du merkst, hey, am Abend gespart, bist im Bett mit deiner Frau und merkst, das Thema zu dieser Zeit solltest du jetzt wirklich nicht mehr ansprechen. Ja, Halleluja, Amen. Und dann brauche ich Besonnenheit. Oder merke, Moment, zu dem Kommentar von dieser Person muss ich nicht gleich reagieren, wie die Person auf mich reagiert hat. Weil plötzlich siehst du, Moment, die Person reagiert so und so, hat mich so und so angeschnurrt wegen dem und dem. Und du kannst anders reagieren. Und dann werden wir ein Teil von der Lösung und nicht ein Teil vom Problem. Unsere Aussprache muss sich verändern. Die muss sich verändern. So ein krasses Zeugnis bei Erweckung in Wales, in England, haben die Leute, die Trösser, haben nicht mehr gefolgt, weil sie Trösser treiben, das war alles immer Rösser wie Autos heute, haben nicht mehr gefolgt, weil sie haben nicht mehr verstanden, was sie gesagt haben, weil früher haben sie nur geschrauen und geflucht. Und plötzlich hat Gott ihre Sprache verändert. Er verändert im Fall deine Sprache. Du musst nicht mehr der gleich aufbrausende Typ sein, der bekannt ist, der jähzornig wird. Das ist Besonnenheit, die aufkommt und du wirst Frucht ernten. Weil was du redest, das wird. So viel Kraft. Nicht umsonst sagt er, hey, seid vielmehr freundlich. Was ihr sagt, soll für jeden gut und hilfreich sein. Hey, ab und zu braucht es Mut, um zu sagen, bei diesem Gossip mache ich nicht mehr mit. Und sagst, ja, du willst mit mir schlecht über jemanden reden, ich habe einfach nichts zu sagen. Und irgendwann wird die Person merken, das ist langweilig, mit dir über die Person schlecht zu reden, weil du redest nicht mit. Du musst nicht einmal immer sagen, mach das nicht und den Finger heben und machen und tun. Du musst einfach deine Zunge unter Kontrolle haben. Wenn du merkst, hey, jemand redet, da ist wieder ein Streit rum und du möchtest dich verteidigen und möchtest umgehen und sagen, Moment, nein, ich muss mich nicht. Gott verteidigt mich. Ich muss mich nicht immer verteidigen.
Das Beste habe ich gemacht ab und zu, wenn ich in den Streit nicht zurecht geholt habe. Weil ab und zu gönnst du vielleicht eine Diskussion, ein Streitgespräch, aber du verlierst eine Person. Du verlierst jemanden. Aber du gönnst, hast das Gefühl, jetzt habe ich am Schluss noch der Person das gesagt. Und merkst dann, der Heilige Geist sagt, hey, Moment, das hättest du einfach nicht nötig gehabt, weil du brauchst das gar nicht mehr. Schau, dass die Person kannst gewinnen. Nicht das Argument, nicht die Diskussion. Im Epheser 5, Vers 28 steht etwas mega Gutes. Das heißt, betrinkt euch nicht, das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen. Das Interessante ist das Beispiel. Beide Sachen sind verhaltensverändernd. Wer weiß das? Beides verändert dein Verhalten. Er hat schon gewusst, der Heilige Geist verändert im Fall dein Verhalten. Aber zum Guten. Und wenn wir uns aber betrinken mit Alkohol, dann machen wir einfach nur alles Scheiße und haben nichts von dieser Besonnenheit. Nichts. Aber der Heilige Geist verändert eben trotzdem unser Herz. Und das Interessante ist, gerade wenn du in einer Beziehung bist, verlobt, Date oder whatever, oder einem Kollegen, Freundschaft, wer weiß das? Jemandem sagen, hey, du solltest im Fall das ändern in deinem Leben, ist mega schwierig. Du hast nicht gerne so Freunde grundsätzlich. Ab und zu ist es dran, zu sagen, Brother, hey, what are you doing? Hey, was machst du? Hey, was läuft? Hey, das brauchst du nicht. Aber wir müssen nicht immer die sein, die den Finger heben. Wir müssen nicht immer das sein. Ab und zu braucht es, aber ich glaube, dass der Heilige Geist das in uns macht, wenn wir ihn lassen. Er ist der, der uns plötzlich sagt, das brauchst du nicht mehr, wenn wir ihn lassen, uns füllen von ihm. Füllen von ihm. Füllen von ihm, wenn du eine Cola-Flasche hast und du willst nicht mehr Cola drin und Wasser, dann ist, wenn du ein bisschen Cola noch hast und ein Wasser auffüllst, ist es immer noch dreckig. Das Beste, was du machen kannst in diesem Fall, ist einfach alles Cola ausleeren und sagen, alles neue Wasser rein. Das Beste, was du machen kannst, wenn du merkst, Moment, da gibt es Sachen in meinem Leben, Strukturen, Ausbrachen, die einfach nicht mehr gut sind. Sagen, alright, Heiliger Geist, fülle alles. Fülle jeden Bereich. Weniger ich, mehr du. Weniger meine Pläne, mehr deine Pläne. Und du fängst schon eben nicht nur Herr sagen, sondern er wird dein Herr. Er wird der sagt, alright, ich zeige dir, was durchgeht. Und das Krasse ist, er gibt uns die Kraft dazu, um die mutigen Lebensstrukturentscheidungen zu machen. Und das wünsche ich mir für jeden Einzelnen von uns. Lass uns doch aufstehen, lass uns doch ausstrecken. Jetzt einfach gerade Freestyle, wo du bist. Wenn du merkst, das brauche ich. Ich weiss, dass Gott mit meinem Leben etwas Gewaltiges vorhat. Ich weiss, er hat etwas in mich hineingesetzt. Vielleicht hast du Träume bekommen. Prophetische Worte über dein Leben. Und das sind seine Absichten. Und jetzt ist es an uns, zu sagen, alright, ich gliedere mich in das hinein. Und ich tue meine Struktur, mein Leben ändern. Wenn du willst, Olympiaden gewinnen willst, ist es für jeden klar, dass deine Essverhalten geändert werden, dein Sport geändert werden, Disziplin und all diese Sachen. Wieso realisieren wir das nicht mit dem Lauf mit Jesus? Dass wir wollen den Lauf vollenden. Wir wollen dort hingehen, wo Gott mit uns dort bringen will. Und das macht der Heilige Geist in uns. Und lass uns doch ausstrecken und sagen, hey, wir brauchen das. Uns ist nicht der Geist von der Furcht, sondern Gottes Geist, der uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit erfüllt. Komm, Heiliger Geist, gerade jetzt, jeder, der sein Herz auftut. Wir sehen es immer wieder in der Apostelgeschichte, du bist immer wieder gefallen. Du bist immer wieder hast erfüllt. Und du sagst uns auch, wir sollen uns immer wieder erfüllen lassen von dir. Und das machen wir gerade am heutigen Abend auch wieder. Und wenn du da bist, egal wo, im Unplugged, in der Pastor Celebration, oben im Bohren, whatever, steck dich aus. Weil er sagt, hey, es gibt so viele Wege, aber schlussendlich, ich komme dort, wo ich willkommen bin. Dort, wo man sagt, ich brauche dich, dort kommt er. Die Bibel sagt ja, wenn nur schon ihr Väter
euren Kindern das geben, was sie sich wünschen. Wie viel mehr wird ich als liebender Vater euch den Heiligen Geist in der Fülle geben, wenn ihr einfach sagt, ich möchte den. Der Wunsch ist da. Mehr Heiliger Geist, mehr er, mehr Gott. Du denkst, Heiliger Geist ist einfach Gott. Ist einfach Gott in uns. Und nicht Wohnung genau in uns, wenn du gesagt hast, ja für Jesus. Und jetzt ist es dran, ihm den Raum zu geben in unserem Leben. Den Raum zu geben. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich. Danke, hast du uns Besonnenheit gegeben. Besonnenheit. Was für ein Geschenk. Wir nehmen es voll an. Amen. Wenn Gott in unser Leben hineinredet, so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich Kostbares. Darum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag. Wir feiern jeden Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich dort willkommen heißen. Mehr Infos dazu findest du auf unserer Webseite 20er.ch oder auf Facebook. Wir haben auch andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, die gerade vielleicht etwas sein für dich. Wenn du etwas erlebt hast mit Gott, dann schreib doch das uns auch. Das würde uns mega ermutigen und wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao.